Leefren vom FC Deverling 03. Die Damen an die Herren, welcome hier für eine neue Deverling 03 TV-Sendung. Ein kurzen, mir aber interessanter Programm, dem am Youth Cup aufhängt, ein Gespräch mit dem Spieler Gianluca Bay und mit Kevin Danzico und zum Schluss Präsentation vom neuen FC Deverling 03 Coach. Et André Lachon. Mais non, c'est gentil. C'est une. Allez, Victor, travaille! Oh! Va plus vite! Aidez, aidez! Allez! Aïe, aïe. Les matchs commenceront dans 4 minutes. Ja, det är. Så, vem är ni nu? Ja. Alex! Kom! Apporta! Alex, kom in! Les matchs.
passt. Wann der konzentriert, der spielt genauso so weiter. Okay, da wirst du ja was können. Ne? Chers jeunes footballeurs, je vous demande 5 minutes, s'il vous plaît, qui s'engagent de semaine en semaine. Un grand merci aux parents et aux entraîneurs, aux accompagnateurs et tous ceux qui accompagnent le jeunes le football des jeunes. Qui était très sportif ce matin, les copains de Bertrand se sont terminés. Man hat den Hautchance man wieder, dats man dat éicht, am hat en wirklich super Tourneier mat 300 jugendlechen Schüler, Kanner, jungen Armeedescher an dat war schein not ze kucken an dat war och ganz eng flott Ambiance ze summe mat hireieren Ären ha im Stadion an menggen dat huet wirklich gut gedoe fir den 20. Anniversaire an ze Mols weil jo och Kupp Lorei opgetreden ass an dat huet die kann an Armee motivéiert. Ech will woch nach soen vu Meer Seite aus vum Organisationskomitee e grosse Merci und die ganze Kipp vun der Jugendkommissionun, den den Dachhaus vierbitlech enkadréiert hunn an die wirklich menggen zu gréster Perfektionun was ze beigedroen ass alles reibungslos aufgelä was. Haut hummer een vollereichen Fußballdach an der Runneis. Mun der Youth Cup gespielt, de er ausgedonnen durch den 20. Anniversär vum Fußball FCD 03. Schon die grosse Chance, dat ich heute 2 Fußballartisten bei mir sitzen hunn, die durch het können an durch hier awer och durch die Disziplin beigedrohen, fir dats den Dach haut soll eng Reusit gin. Menger linker Seite hunne stën. Adin. Adin guckt eng an Kamera, da si immer besser. Den Sche Krauselen. Bei welcher Kategorie spielst du Adin? Daverding. Daverding, a wie lang bist du am Verein schon? 6 Jahre. 6 Jahre, fantastisch. Menger erste Seite heute, Kollege? Evan. Evan, ich spielt wie lange am Verein heute? Daverding. Allen 2 haben sie Medaille gekriegt. Aber wie gesagt, den zu Daverding op een Turnier könnt, da gibt es kein Verlierer, es gibt immer Gewinner. Den op Daverding könnt oder den Trikot von Daverding dreht, dann ist er Gewinner. Vielmals merci den Eltern, dass sie kommen sind, an den Trainer, dass das ganze Jahr so ein gut Arbeitsweise kann erleben. Merci, au revoir, bis nächstes Jahr.
Mit enger 5. Platz am Championat aus Saison 2022/2023 für den FC Deverding 03 nicht so verlaufen, wie sie sich dort vorgestellt hatten. Als Aufschluss von der Saison konnten die Jungen aber nach mit einem 4:2 gegen Mariska Mirsch Coupe de Luxembourg auf Deverding holen, und das schon für die 5. Kehr. Am Interview sind Gianluca Bey und den Kevin Danzico. Kurz auf Championat zurückgeguckt, wie geht ihr zwei das beschreiben? Ich gif so war ein Championat wo ganz stark gestartet ist für uns. Ich gif so net gut ugefangen. Wir hatten eng Phase, die man ganz einig vorgestellt am Anfang. Wir wollten natürlich direkt weisen, dass wir dosi für die Champions spielen. Und du hast da nicht kommen wie erwartet. Voilà, mit einem Trainerwechsel, nur schmengen nur den nächsten 6 Matcher. Eben große Wandel, op dem man net präpariert waren und schmengen natürlich nur Terra gemerkt. Es war nicht so einfach für uns am Anfang. Wir hatten eine Phase, die ein bisschen schwer war bis von der Pause. Und nur den Start verpasst. Und voilà, ich gebe aber so, dass es zum Schluss hin nicht mehr der Bestreis gemacht. Was gibst du so? Und ja, ich meine, war Championat mit an eng Saison mit viel Haitian an Devten. Wir müssen aber schlussendlich gewiesen, dass die Devten als méi stark gemauen, weil man ich so eng Kipp net geguckt, wie Cäsar aufhängt, mir echt wie se so aufschläst. An schlussendlich, wann den aber dann Dreckron guckt, gebe ich aber so, dass es den positiven Aufschluss war. Natürlich kann ihn sich nicht zufriedenstellen mit einer 5. Platz, weil man trotzdem Deverding sind. Aber schlussendlich geht aber nicht mehr geguckt, was haben wir gewonnen, und wir haben einen Cup gewonnen. Und dafür gebe ich alle Jahre in der Schreibe 5. zu gehen und Cup zu gewinnen. Lo stand Coupe de Luxembourg quasi als Lechtrettung für die Saison 2022/2023 für einen europäischen Plan teilzuholen. Wie sind ihr mit der Situation umgegangen? Es war eine extrem Drucksituation. Also ich persönlich, und das habe ich bei meinem Matchspiel auch gesehen, ich spiele für den Druck. Ich meine, ohne Druck geht nicht viel am Fußball. Und dafür wusste man, dass das die Entschrettung für die Saison gewesen wäre. Also man die Match auch gespielt, wenn ihr gesagt, wie man gegen Hasper, wie geht Niederkur, Rosbad auch an Final natürlich. Was wir da gelesen haben, das hat wirklich gewiesen, dass Jüdrin in dynamische Richtung gegangen ist und dass man dafür wollten Cäsar so retten und dass man es auch eben gerettet konnten. So. Ja, also ich gebe darüber an für einen Druck, ja natürlich. Das ist ein Final, ich meine, wie Jean Lulo so, wenn wir die nicht gewonnen hätten, geben wir mal deutlich in Hand durchstehen. Ich meine, dann hätten wir gut nicht als der Cäsar gemacht. Und da wären wir für allem auch nicht europäisch gewesen. Dafür war schon ein gewissen Druck da. Mir ich persönlich muss auch so ein enorm Fried. Und die hat mir ein bisschen den Druck weggeholt, weil ich mag so tun, voilà, ein Final am Stadion, etwas, wo ich aber schon eine längere Zeit mal gewünscht hätte, dort zu spielen. Und für ein Publikum, wo man wusste, für ein Match in das Stadion, der wird Full House sein. Das war ein enorm Fried. Und von enorm Geld gefiel schon für ein Match. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mir ein bisschen den Druck weggeholt. Da wusste ich natürlich, dass ganz Familie, du hast Freunde, und hatte von allem da, dann gehabt, hatte von allem Lust, an einem schönen Stadion, seine Freunde, seine Familie etwas können zu weisen. Und ich persönlich habe mich mehr darauf konzentriert. Und dafür war bis zum Match der Druck nicht so hoch, wie ihn sich kein Vorstellen für ein Finale, muss ich ehrlich sagen. Aber natürlich Druck für ein Finale, den ist immer da. An der Coupe de Luxembourg hat allen Match ein anderes Gesicht gewiesen. Die hat Swift Hasper an der Programm Niederkur rausgeht, den nächsten an den zweiten am Championat. Lor ob diese Matcher kein Druck auf ihre Schüler oder hat die mehr Licht abgeholt wie die Matcher am Championat? Mehr Licht abgeholt, meine ich nicht. Ich meine, wir sind einfach eine Equipe, da hängt der Menge ganz viel vom Mentalen auf. Ich meine, das ist so, dass wenn wir voll konzentriert sind, wir spielen jederin 100 oder 110%, kommt oft im Terra etwas Gutes dabei raus. Und es war oft der Fall, dass es nicht so war. Ich meine, du hast im Terra ganz anders gelaufen, wie wir wollten. Und gegen Niederkur, sowohl gegen Tasper, wir waren das bewusst, weil es geht. Wir waren das bewusst, heute in 2 oder 1 Match mal als echt. Wo man mussten alles rausfüllen, wo man mussten alles gehen, weil sonst stimmt man am Mann von der Saison da mat go neicht. Und ich meine, jeder sich gesucht, jeder hat sich unter Hand geholt, jeder wollte den Match unbedingt gewonnen. Und dann die Motivation war einfach enorm, muss ich dann versuchen. So nicht das Präparation an, ich war den Match, ich meine gut nicht. Ich meine, es war wie ein anderer Match auch. Mit war einfach Motivation und Engagement war enorm da. Ich gebe auch so, dass man nicht an den Matchern anders gesehen gewesen und mir einfach als Trisch gesehen. Das heißt, ich meine, die Equipe, wo wir das Jahr hatten,
kann ich nicht beurteilen von den Matcher, wo man zum Beispiel gegen Straße verloren, wo man daheim knapp gegen Tourstadt gewonnen, aber die richtige Equipe von Daverding als die Equipe, wo gegen Niederkur gewonnen hat, wo gegen Tespa gewonnen hat. Das ist einfach schön, dass man das nicht oft genug gewiesen haben, aber es möchte einfach hilfreich auf Zukunft, weil sich sieht, weil Loma eine richtige Equipe kreiert, und ob da etwas aufzubauen und hoffentlich mehr oft und mehr konstant zu Leistungen zu bringen, kann just positiv sein, nach meiner Meinung. An der Final vun der Coupe stong der gin Mariska Miersch, eng Final, die der auf 4-2 gewonnen huet, wo der awer beim Stand vum 2:0 an all Krankheeten vun nichts reggefallen seet, zum Mols beim 2:1, aber beim 3:2, wär dat fir de Matcherem spannend ze machen oder wat geef Dir dort so an? Ich bin immer der Meinung, dass von 2 Equipen an enger Final sind, dass da 2 gute Equipen sind. Und dafür gesagt hat vielleicht vubausen aus, dass mehr den 2:0 aufgehen hun. Ich meine einfach, dass das Respekt mir ist, dass die nicht abgehalten haben und die neben den 2 Geschoss. Aber ich meine, dass das eine Qualität von einer Equipe ist. Wir kruten eng, wir haben Rëm 3 geschoss, wir kruten den 3-2, wir haben Rëm eng Reaktion gewiesen. Und ich gesehen echt dat positiv, dass wir immer Rëm bei all Rückschlag zurückkommen sind, wie der Schluss, dass wir den 2:0 Henke gelos haben. Und wie gesagt, schlussendlich, als das sich verzielt, die Coupe zu abzuheben, auf wer das lo gemacht hat, also ob das 5:0 ist, ein 1:0 oder 4:2, ist wirklich ganz egal, meiner Meinung nach. Ja, also ich meine nicht, dass wir heute spannend machen, also ich auf jeden Fall nicht. Ich meine einfach, dass ein Final wie Jean so, da waren sie hat noch muss ich so den Tag uns alles gehen, sie waren Gegner, die war am Niveau, ganz einfach. Und wie doch am Championat, das von den Gegner spielt in dem Niveau aus, von den 1-4-0 ist meint der Match wäre schon gewonnen, wer River, da kann ihn direkt am Goal kriegen und da möchte der Match ganz anders. Der trainiert der Match so war an der Finale. Ich meine, wir hatten einfach 2 Aktionen, wo wir Menge nach einfach geschlafen und ich weiß nicht, was du lässt, weil das sind Goaler, die dürfen niemals geschehen. Natürlich schon mal spannend gemacht. Und sie haben durchgespurt, ich meine, Fans sind durchgespurt, ich meine, die Stadien, die waren immer voll da und ja, da ist eine gewisse Spannung dran gekommen, wie John Lou sagt. Das war umso mehr geil, da wir einfach zurückkommen sind, 2 Mal zurückkommen und voilà, zu Schüsschen im Apps das gewonnen, gagné. No Match ass der Ekipp jo ganz bestimmte Stee vum Herz gefallen. No dem Druck, wie gin den Dombaten Emotionen an den Erlichterungen, wie hu der dat verschafft, kann der dat bisse beschreiben. Persönlich war dat für mich gebe ich so de schönsten Tage im Leben vom Fußball hier. Also wann ich lohn über die Finalschwätzen, alles dat wat rundrömmer, we mat Hühner kommen sind, keine Schinge Haut, weil dat einfach eng Belohnung war für all die Sakrificen, wo ihn an seiner Karriere gemacht hat. Natürlich muss dat lo bisssen méi kal bis méi nicht da gucken an sech einfach so, weil dat lo geschieht. Und darauf muss opbauen für Zukunft, aber sech net op dat verlosen, weil dat am Fußball zielt Vergangenheit net viel. Fußball zählt just de Präse an Zukunft. Dann wie gesagt, dat war enke de schönsten Tag im Leben. Und aber ass dat lo fir mech Vergangenheit, dann ich gucke lo, dass dat nächste Saison wiederholt kann gehen. Ja, selbst. Also die Emotionen waren Fall direkt von nu van Gun mengen Jean zum Mols. Die last 10-15 Minuten wirklich gespurt. Ich mengen do wo den Heichpunkt war bei der Fehlach vom John Lou für den letzte Goal. Ich mengen spätestens do wieder gespurt, dass die Emotionen kommen sind. Ich mengen auch schon mich direkt auf den Boden gehalten nach Schwester der Kapitän hat gelacht. Zu mir was du auf den Boden, der Match ist dann nicht fertig. Ich war so froh, weil ich einfach wusste, okay, das ist eine Fehlentscheidung. Und voilà, einfach enorm geil, wie John Lou so, ich meine, eine Coupe zu gewonnen. All die Jahre, wo ich schafft, endlich einen Merit zu kriegen und dann noch nach so einem Stadion und noch voll. Das war einfach für mich auch ein bisschen, so mal unbeschreiblich, ganz schöner Moment. Ich hatte auch schon viel, aber ich meine, das ist sicher einer von den schönsten, die ich hat. Und die Emotionen haben nicht angefangen nur im Match, nicht angefangen nach Moyes, mit denen angedauert bis den anderen Tag Moyes. Bei mir Abschied war voll, sogar nach 2-3 Stunden noch, noch immer drüber geduld, dann war froh, die gelacht oder Foto gesehen und enorm geil einfach, ja. Zter Jesio 10 Deeg passéiert, denkt den nach un Kupp oder steht schon den europäischen Datum am Kap, ging wert für eng Ekipp in untreten muss. A go net wësse wo hier geht, wësse man schon nach geht international. Dat eng Erfahrung, die man schon gemacht fir hun ja, last Joer in Ljubljana.
Und ich meine, du willst wissen, mal schon, bis wo es hier geht. Das ist in eine Richtung, wo das Niveau nach ein Charakter drüber ist, kann ich ganz einfach sagen. Und das ist das, was wir uns nur nachstellen müssen. International, nach ein Niveau drüber, nach ein Niveau über Lützburg, da wahrscheinlich 2, 3 Niveaus drüber. Und das ist das, was wir nur wissen müssen. Der Gegner feststeht oder nicht, das ist nicht schlimm. Wir müssen das einfach präparieren, das ist für ein Niveau zu sehen, für unser Niveau noch ein paar Stück drüber zu setzen. Und das ist das, was wir machen, und das ist für die Leute das Wichtigste. Total aufverstanden mit dat wat Kevin so ich noch schmengen mehr spielen ganz Joer am Fong für allem dat das ein positiven Aspekt vu Lützeburg du spielst ganz Joer fir so Matscher können ze spielen sie Leiit die spiele vielleicht mehr heich Niveau wie mehr die noch vielleicht besser Fußballspieler mit die Chance ein europäische Match zu spielen an mehr können dat all Joers machen wann man die nedisch Resultate bringen an dofir sind dat doch die Pudech wo in der vorders lief de wie Profi an also ich freue mich extrem auf die Matcher für allem für der Kulisse wo ihr spielt dem nur wer Kibe krit vielleicht auch für den Explot zu machen Visionie ich meine Magien an die Matcher natürlich für als Museum und alles mir auch für weiterzukommen das muss ich so wie das letztes Jahr war man ganz knapp so lacht und dann probieren wir das für besser zu machen. Also huet Kupp is schon nach Saison 2022 2023 e bësse gerett an Dir könnt dem europäischen Terrain optreten. On veut rebâtir quelque chose, c'est clair. On a le premier objectif, c'est la Coupe d'Europe. Déjà d'y être, c'est pas mal, c'est déjà bien. Et quand je vois un petit peu au deuxième tour, on rentre au deuxième tour avec tous les ténors qu'il y a. On n'aura que du grand plaisir de les rencontrer. Peut-être pas, pourquoi pas, peut-être d'avoir la chance de faire un bon match. Et c'est des miracles, il y en a toujours. Mais d'abord, voilà, de retrouver cette joie que Elder nous a portée et que Pedro va continuer dans cette joie des joueurs, joie de vie. Les cadres, la plupart des joueurs, ils vont rester avec nous. Alors, c'est des joueurs que moi, je connais bien et qui me connaissent aussi. C'est les façons comment nous, on travaille. Et voilà, c'est ça qu'on va faire, travailler tous les jours pour chaque match, réussir à les gagner. C'est la seule chose. Après, les rythmes, on les connaît aussi. On sait qu'est-ce qu'on veut faire. À partir de là, on est tranquille. On n'est pas pressé, on n'a pas la pression. On a encore les temps aussi. Alors, voilà. Parce que là, maintenant, actuellement, on travaille beaucoup sur les transferts. C'est ça la chose primordiale pour que M. Rezende ait une équipe compétitive. Le coach a parlé avec certains joueurs qui doivent prendre plus de responsabilités, sans les citer maintenant ici. Quand on voit un recrutement comme on fait, quand on fait un Ruffier, c'est pas pour... c'est quand même un homme, un vrai, voilà, il vient, c'est un leader, là où il est passé. Donc, bon, lui, bien sûr, de s'adapter dans le groupe, mais je pense avec son intelligence et sa capacité, ça va pas faire, ça va pas durer longtemps. Donc voilà, un petit peu, vous voyez, au niveau des transferts qu'on fait, c'est quand même très important pour nous d'avoir l'un ou l'autre leader.